Oh. Okay. Ein Dimetrodon! Krass! Bestes Spiel überhaupt! Bestes Spiel überhaupt! Ich will nicht weitergehen. Na, du bist aber ein Hübscher. Na, du bist aber ein Hübscher. Da bist du, kleiner Hübscher. Da bist du, kleiner Hübscher. Mann, hey. Also, der ist wirklich hübsch. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Call of the Elder Gods. Das erste Kapitel ist draußen, aber morgen geht's weiter mit dem Rest. Aber das erste Kapitel, das zocken wir jetzt mal ordentlich an. Okay, danke und los geht's. Es ist, ich glaube, eigentlich ein Adventure. Wir spielen das natürlich als Walking Sim mit Untertitel, mit Bewegungsübelkeit, Reduzierung aus. Habe ich Call of the Sea gespielt? Leider nicht. Den schwierigen Modus lassen wir natürlich auch aus. Leider nicht. Wollte ich schon immer spielen. Habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Dafür spielen wir jetzt das da. Also, den aktuellen Fortschritt, die 2 Minuten zum Soundtest, habe ich überschrieben gerade. Hätte ich nicht besser sagen können. Was war das? Wessen Stimme war das? Ja, keine Ahnung. Prolog. Ein Traum, ein Anruf und eine Therapiesitzung. Also, schöne Telefonszell. Was ist denn? Ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas. Dies ist die Geschichte einer jungen Frau. Einer Frau, die seltsam verstörende Träume hatte. Na, so verstörend finde ich das jetzt gar nicht. Also ich meine, eigentlich ist es sogar recht hübsch hier, oder? Findet ihr nicht? Ich kenne diesen Ort. Ich war schon mal hier. Das ist die uralte Steinstadt inmitten des Dschungels. Wo ist denn da eine Stadt? Ah, da drüben ist was Steinstädtisches. Okay, also war sie wirklich schon mal hier? Einfach nicht ablenken lassen, okay? West. Oh. Okay. Ein Dimetrodon! Krass! Bestes Spiel überhaupt! Bestes Spiel überhaupt! Ich will nicht weitergehen. Na, du bist aber ein Hübscher. Na, du bist aber ein Hübscher. Da bist du, kleiner Hübscher. Da bist du, kleiner Hübscher. Mann, hey. Also, der ist wirklich hübsch. Du gefällst mir. Ich lass dich mal, ich geh mal hier weiter gucken. Ja, du bist ein hübscher Pitu, so ein hübscher Pitu. So, ein richtig feiner Leser. Okay, sorry, aber Mann, die können doch nicht einfach mir einen meiner Lieblingsdinos vor die Nase knallen. Huch, wo bin ich? Das ist nicht die Erde. Ja, definitiv nicht. Das ist... Was für ein Ding? Keine Ahnung. Was sind das? Sag mal, hängen die Lampen da in der Luft? Das ist schon mal interessant. Gut, das Haus hat ein Loch. Ein Loch ist im Haus drin. Konvektur. Also, mit anderen Worten, finde eine Statuette und rette mein Volk. Oh, na guck mal da. Oh, Call of the Elder Gods. Ach so. So. Ich hätte jetzt eher sowas gesagt wie
Ich nehm diese Statuette da. Ist die in Ordnung? Kann ich die nehmen? Ist die genehm? Ist die genehm zum Nehmen? Quasi. Lass mal gucken hier. Brauchst mich nicht anzuknurren. Ich bin mal so frei. Ah, da ist sie ja. Endlich. Ich muss sie haben. Ich muss sie an. Oh, jetzt werde ich wach, oder? Ja, klar. War alles nur ein Traum. Dies ist die Geschichte von Evie. Habe ich vergessen, der Nachname. Schnell, bevor ich alles vergesse. Wo hab ich nur mein Tagebuch verstaut? Ich muss doch alles aufschreiben. Die Suche nach Antworten war ein Ausdruck von Evies aufmerksamer Natur und analytischen Verstand. Ihre wiederkehrenden Träume begannen im Jahr 1956, kurz nach einer Zeit, in der sie vollständig das Bewusstsein verloren hatte. Buch. Briefe. Buch. Du bist ein Buch. Hier ist es. Evies Albtraumtagebuch. Evie hatte Angst, dass es von jemandem gelesen werden könnte. Deshalb sicherte sie es mit diesem komplizierten Vorhängeschloss. Ernsthaft? Drehen? Achso, das Buch drehen. Interagieren. Ich interagiere. Ich zoome. Ach so. Guck mal. Hab ich Idee. So. Ja, so ungefähr, ja. So. Und jetzt, pass auf. Bam. Sind wir gut oder was? So. Da. Telefon. Lass mich doch mal die Metrodon betrachten. Mann, wo ist das Telefon? Da. Was ist denn los? Mann, ey, ich wollte in Ruhe hier ein bisschen... Ich habe noch gar nicht aufgeschrieben, habe ich nicht. Bin ich hier... sind Sie Evangeline irgendwas? Ich habe den Namen schon wieder nicht gelesen. Also hier ist der Dekan der Archäologie an der Miskatonic University. Ich glaube, Sie wollten mir einige Fragen stellen, ist das richtig? Ja, natürlich. Es ist mir eine Freude, Sie endlich kennenzulernen, Professor... treffen Sie mich heute um 18 Uhr in der Prospect Road 5, außerhalb Bostons. Boston? Das ist fast 2 Stunden mit dem Zug von Arkham entfernt. Ich dachte, möchten Sie reden oder nicht? Ja, natürlich. Ich werde da sein. 18 Uhr. Prospect Road. Ich sehe Sie dann in ein paar Stunden, Professor. Okay, ich sollte mich vorbereiten. Hier gibt es viele Informationen über meine seltsamen Träume und meine Amnesie. Ich sollte alles nochmal durchlesen, bevor ich gehe. Ich möchte bestmöglich vorbereitet sein, wenn ich mit dem Professor spreche. Ja, und ich möchte meinen pfälzischen Akzent so gut wie möglich unterdrücken. Okay? Was haben wir hier? Achso, ich war schon immer eine gute Studentin, aber während meiner Amnesiephase war ich beinahe die Beste der Besten. Nur Einsen. Dies ist eine fehlerfreie Kopie der von Evangeline Claire Drayton, das ist der Nachname, im Jahr 1956 und 57 erbrachten Leistungen. Klassische Elektrodynamik 2, 1. Also Note 1, aber klassische Elektrodynamik 2. Der erste Teil hat es schon durchgespielt. Quantenmechanik 1. Statistische Mechanik, statische Mechanik. Statistische Mechanik 1, 1. Fortgeschrittene Experimentalphysik 1. Angewandte Mathematik 2, 1. Optik 2, 1. So, ich hoffe, wir haben das jetzt alle verstanden. Lassen Sie mal gucken. Nix drauf. Da gibt es einen Kommentar. Achso, ja. Oh, das sind Briefe. Ich muss ungefähr 1000 Briefe an den Dekan der Archäologie an der Miskatonic geschrieben haben. Und ich habe nie eine Antwort erhalten. Ja, das ist natürlich doof. Die hast du jetzt aber gekriegt. Oh, da steht was. Evangeline Drayton, Miskatonic University, Arkham, Massachusetts. Ich dachte, Arkham Asylum. Jetzt pass mal auf. Ich würde gerne diese Schublade öffnen und darin finden... Nix. Schöne Schuhe übrigens. Gefallen mir. Würden mir auch stehen. Aha, da ist was. Sehr geehrte Miss Drayton, also die Hydrangea Foundation übernahm die Auszahlung der Versicherungssumme. Ich habe keine Ahnung, was die labert. Ich glaube, ich lese das einfach nie mal vor. Ja, genau. Pass auf, wir machen das jetzt halt so. Das ist mir viel zu schnell, das vorgelesen. Das ist hier eine Walking Sim. Aber ich glaube, das Spiel denkt, das ist eine Talking Sim.
Und ich werde talken, aber nur die Briefe. Da kann ich mir nämlich Zeit lassen. Sehr geehrte Miss Drayton, anbei finden Sie die halbjährliche Auszahlung von $250. $250 in Klammer. Die gemäß den Bedingungen der Lebensversicherungspolice Ihres verstorbenen Vaters bei der Hydrangea Foundation erfolgt. Mit freundlichen Grüßen und weiterhin zu Ihren Diensten, die Hydrangea Foundation. Steht da hinten noch was drauf? Nö. Guti, sollen wir noch mal gucken, was er gesagt hat? The Hydrangea Foundation took care of the insurance payout for Dad's accident. I had scholarships to attend several black colleges in the South, but it was the foundation's money that allowed me to cover the tuition here at Miskatonic. Der Vater hat gut Versicherungen gehabt und die Tochter darf deshalb jetzt mit dem Geld vom Vater, was sie gekriegt hat, studieren gehen. Wer ist denn? Ist das der Papa? I wish Papa had never taken that job in San Francisco. He'd still be with us. Papa liebte dieses Bild. Er hatte immer ein Exemplar bei sich. Mama. Schön. So. Sie scheint Jazz zu mögen, behaupte ich mal so. Oder Swing. So, was ist das hier? Ungewöhnliche... this picture, I couldn't believe it. It's the same statuette Ach so, I die always Figur. see in Ja, my das stimmt. dreams. Das ist dieselbe. Ja, jetzt lass mich doch mal reden hier. Ich muss die mal... Also ich falle ihr eigentlich immer ins Wort. Egal. Ungewöhnlicher Befund bei Ausgrabungen in Peaslee. Eine von Nathaniel Wingate Peaslee, Professor an der Miskatonic University, finanzierte Expedition zu Höhlen nahe dem Rappahannock River führte zur Entdeckung einer Statuette mit einer dunkelfarbigen Kugel unbekannter Herkunft. Die Statuette, ist das so wie Toadette? Ist das eine weibliche Statue? Dieses und weitere Fundstücke wurden dem Archäologischen Archiv der Universität für zukünftige Untersuchungen übergeben. Professor Harrison Walton Everhart. Der Everhard. Der Harry Walter Everhard, Dekan des Fachbereichs Archäologie an der Miskatonic University, überwachte den Transport und leitet nun die Forschung zur Beschaffenheit und Herkunft des Artefaktes. Halt! Natürlich müssen wir gucken, ob da hinten noch was draufsteht. So, das bin ich. Sehe ich von hier. This photo was taken during my amnesia. I don't remember anything about it. Also sie hat danach alles vergessen, aber sie scheint sehr gut gelernt zu haben. Hat sie jetzt, also, kann sie sich noch an das erinnern, was sie gelernt hat da, die Einsen und so? Spitzbergen Island in Svalbard. Spitzbergen. Apparently I researched this area of the Arctic thoroughly during the time I lost consciousness. Okay. Ist das alles von dem I've Von searched dem every vorherigen astronomy Spiel? book at the Miskatonic Library, but none of them contain any reference to this constellation. Also das ist wirklich hier. Oh, guck mal da. Das ist meine Freundin. Beatrice, along with me, is Beatrice. one of the few ladies studying physics at Miskatonic. Ach ja, stimmt. Das spielt ja Mitte bis Ende der 50er. Da gab es wohl wirklich nicht viele Frauen, die Physik studiert haben. Julian, Beatrice, Herbie and I, we're always together. So. Okay, und jetzt hier. Gucke da. Oh, ist da This hübsch. scary fellow that haunts me in my dreams is a Dimetrodon. Ja. He roamed the Earth 270 million years ago. And although it may seem like it, he is not a dinosaur. Ist keiner. Ist viel zu alt. Ist ein Reptil oder irgendwie sowas hieß es doch. Irgendwie so. Ich blick da auch nicht durch. Ist mir egal. Wenn es aussieht wie ein Dino, das Skelett hat wie ein Dino, ist es ein Dino. Fertig. Ich sag nicht, das ist ein Dinosaurier, ich sage, es ist ein Dino. So. Ein Dinophosaurus. Ein Uncle Mo Dinotrodon. showed me a trick or two when I would help him in the motor shop. Tinkering with gadgets always puts me Okay, at sie kann ease. also gut. Aha. I was lucky to be accepted at Miskatonic. It was one of the first universities in Massachusetts to admit non-white students. So, ID 5031, Klasse von 57. Bei Abmeldung muss diese Karte abgegeben werden. Ein Umtausch nur gegen eine Zugangskarte ist möglich. Unterschrift Evangeline. Ach, guck mal da. Name Drayton, Evangeline Claire. Adresse in Arkham, Wohnheim 6b Ost. Wohnadresse ganz viel. College Physik im 3. Jahr. Ausstelldatum 1. September 57. So, I oben ist noch couldn't ein leave my Buch. science fiction book Science collection in Fiction. Benoit. Ach, guck mal hier. Liest auch noch gute Bücher. Okidoki. So, aber hier noch ein bisschen was. Ein Füller, ein Bett und ein Kreuz. Reverend Charlton was adamant that I bring this cross to college. He must think Arkham is a den of iniquity and wickedness.
Ja, aber warum ausgerechnet dieses Kreuz? Das ist eher... Also das ist jetzt nicht besonders hübsch. Es ist praktisch, aber natürlich... Rhythm and blues is definitely my kind of music. Yeah, R&B, TLC und es erinnert mich gerade so an die Fantastischen Vier. Wie hieß das Lied? LMA oder so hieß das Lied. So ähnlich jedenfalls. So, pass auf, da oben mal eine Kamera. Die würde ich gerne mitnehmen. So eine Kamera kann man ja immer gebrauchen, finde ich. Okay, ich gehe mal gucken. Als Evie ging, fragte sie sich, ob sie wirklich alle Informationen in ihrem Zimmer gesammelt hatte. Ja, hab ich? Ja, klar hab ich. Okay, also gut. Dann los geht's. Bin ich mal gespannt. So seltsam es Evie auch vorkam, dass der Dekan sie nicht an der Universität treffen wollte, ihr Bedürfnis nach Wissen siegte über ihre Zweifel. Sie war fest entschlossen, sich mit ihm zu treffen. Dabei begegnet sie einer weiteren Hauptfigur dieser Geschichte. Bin ich mal gespannt. Nun, Sie haben sich also endlich entschlossen, mit dieser jungen Dame zu sprechen, Professor? Ja. Sich die Verantwortung für frühere Fehler einzugestehen, ist entscheidend, um voranzuschreiten. Sie haben einen wichtigen Schritt getan. Der redet ein bisschen langsamer, deshalb lese ich das vor. Hören Sie, Doktor, wir müssen nicht reden. Ich habe Sie nur in mein Haus gelassen, weil Sie darauf bestanden haben, mir Medikamente zu verschreiben. Dies ist auch die Geschichte eines traurigen, von Schuldgefühlen geplagten und einsamen Mannes. Dies ist die Geschichte von meinem Mann, Professor Harry Everhart. Der Harry Everhart. Ja. Ich weiß genau, dass es sinnlos ist, mit Ihnen über die Wirksamkeit unserer Therapiesitzungen zu diskutieren. Aber Sie müssen verstehen, dass die Therapie nur ein Teil der Behandlung ist. Ohne sie kann ich nicht... ja, dann fragen Sie, was auch immer Sie für notwendig halten, damit wir die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen können. Okay. Wie steht es mit Ihrer Position als Dekan an der Miskatonic University? Wir sprachen vor einiger Zeit darüber, dass Sie etwas von Ihrer Arbeit besessen sind. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Sie haben das gesagt. Nun, Sie sagten mir, Sie lebten sehr zurückgezogen in diesem Haus und dass Sie es nur verließen, um Ihren beruflichen Verpflichtungen nachzugehen. Wie würden Sie das nennen? Ich bin ein arbeitender Akademiker, das alles, oder... Ich bin einfach nur Ich erledige die Arbeit, für die ich bezahlt werde. Zu meinen Pflichten gehören die Lehre, die Leistungsbeurteilung der Studenten und bestimmte organisatorische Aufgaben. Das Anfeuern bei den Footballspielen der Miskatonic Mariners gehört jedoch nicht dazu. Ja, und sind Sie damit zufrieden mit dem Leben, das Sie so im Moment führen? Was ist denn das für eine Frage? Ja, ich frage, weil es sich so anhört, als würden Sie sich einer Art Selbstbestrafung unterziehen. Das tue ich nicht. Nächste Frage. Es gibt da noch ein anderes Thema, mit dem Sie sich bisher nicht auseinandersetzen wollten, Professor. Wären Sie jetzt bereit dafür? Ich kann Sie sowieso nicht aufhalten, auf geht's. Also gut. Was ist Ihrer Frau zugestoßen, Professor? Sie starb nach langer Krankheit zu Hause. Harry hasste es, in Detail über meinen Tod zu sprechen. Vor allem, da er mit einer bestimmten Expedition oder anderen Todesfällen zusammenhing. Ich verstehe. Und wie stehen Sie dazu? Was hat meine Frau mit dem allen zu tun? Naja, wissen Sie, Professor, der Grund für meine Frage ist folgender. Als wir mit der Therapie begannen, da erwähnten Sie Visionen, irgendwie ölige Schatten an die Wand geworfen. Sie erwähnten, dass diese Vision kurz danach begann, was Ihrer Frau zugestoßen ist. Was auch immer es war. Nun sagen Sie mir, Professor, sehen Sie die Schatten immer noch? Ja. Was? Ich habe ja gewählt. Harry hatte alles versucht, aber nichts hatte geholfen. Nicht einmal das Medikament, das ihm beim Schlafen half, ließ diese öligen Schatten verschwinden. Ich habe ja gewählt, aber er behielt es für sich. Nun, es gibt da noch etwas, das ich in der heutigen Sitzung ausprobieren möchte. Ich glaube, Hypnotherapie könnte... Denken Sie nicht mal dran, Hypnose ist Schwindel.
Professor, Ja, with all due respect, Professor, mit I Verlaub, believe ich glaube, you're Sie verwechseln mistaking Mesmerismus mit with Hypnose. hypnotism. Aber wenn Sie Even möchten, so, dass ich Ihnen if you verschreibe, want was me ich to bisher... prescribe, You won't give me Sie my geben mir meine medication Medikamente unless I nur, wenn ich submit mich to your Ihrem quack Scharlatan-Experiment unterziehe. Wollen Sie das damit sagen? Ja, es tut mir sehr leid, dass Sie das so sehen, Professor, aber in dieser Angelegenheit müssen Sie mir vertrauen. Then go ahead. Na dann nur zu. Wählen Sie ruhig mit einer Taschenuhr vor meinem Gesicht rum, wenn Sie es denn unbedingt wollen. Eine Taschenuhr wird dafür nicht benötigt, Professor. Das Ticken eines Metronoms genügt vollkommen. Ich möchte, dass Sie sich entspannen und Ihre Gedanken schweifen lassen. Denken Sie an etwas Angenehmes, vielleicht an eine schöne Erinnerung. An etwas, das hier in Everhard Manor geschehen ist. A fond memory. Schöne In Erinnerung. this place. Hier. Es Es fiel Harry schwer, in dem Herrenhaus, in dem er eine äußerst unglückliche Kindheit verbracht hatte, eine schöne Erinnerung zu finden. Naja, vielleicht. December 1930. Dezember 1930, das letzte Weihnachtsfest, das meine Frau und ich in Everhard Manor verbrachten. Insisted on coming. Sie bestand darauf zu kommen, obwohl meine Eltern unsere Heirat nie gut geheißen hatten. But that was the kind of person she So war was. sie eben. Interessant. Erzählen Sie mir mehr darüber, Professor Everhard. Ich dachte, ich soll mich auf das Klicken da konzentrieren. Egal. Jedes Mal, wenn ich ihr ein Geschenk machte, bereitete ich eine kleine Schnitzeljagd vor. Sie liebte es. Sie liebte es. Meine albernen Rätsel zu lösen. Gesundheit. So. Drüben niest sie wie irre. Wie du vielleicht bemerkt hast, hat diese Geschichte mehr als eine Hauptfigur. Und obwohl ich nicht dazugehöre, glaube ich doch, dass ich, Nora Everhard, eine wesentliche Rolle spiele. Darf ich jetzt meine Augen öffnen, Not Harry? yet. Achso, das ist We're almost there. noch nicht. Wir sind fast da. Let me open the Lass mich nur die door Tür and- öffnen und Now, jetzt open your eyes. öffne die Augen. Ja, gut. Ah ja. Oh, was du da vorbereitet hast. Das ist wieder eine deiner Schnitzeljagden, Of ja? course, old pal. Natürlich, alte If you want your Freundin. present, you'll have to earn Wenn du it. dein Geschenk willst, musst du es dir ersuchen oder so. Kann ich Hinweise in meinem Tagebuch Well, aufschreiben? technically that's against the Streng genommen rules, verstößt das but gegen die Regel, I'll aber turn a dieses blind eye eine this Mal drücke ich ein Auge zu. Okay, sehr freundlich, der Herr. Dann, was haben wir denn hier? Weihnachten 1930, Harrys Schnitzeljagd. Ja, da ist schon mal nicht viel. Warte. Umblättern? Gibt nicht viel zu blättern, so. Hallo, Harry. Sag mal, kann das sein, dass du kleiner bist wie ich? Das macht nix. Das macht nix. Das ist gut. So. Okay, Ah ja, da. Zettel. Zettel sofort erkannt. Plate. Was treibst du jetzt wieder? Okay, ich soll irgendwas spielen. Ist da was drauf auf dem Zettel? Oh boy, what a drawing. Was Is für eine this supposed schöne to be Zeichnung. a Soll das ein tree? Baum sein? Of course it is. Natürlich. I'm doing the best Ich I habe can mir with my mit meinen limited begrenzten art künstlerischen Fähigkeiten Well, alle Mühe At gegeben. least you're good at playing Naja. the piano. Wenigstens kann er gut Klavier spielen. Okay. Oh. There's Moment something wrong mal. in this Irgendwas memory. stimmt mit dieser Erinnerung This nicht. wasn't- Das war hier nicht. Ignorieren Sie das. Konzentrieren Sie sich auf den Moment, auf Ihre Frau, auf diese schöne Erinnerung. Happy memory. Okay. Also, Klavier spielen muss ich. Tell me you didn't vandalize a Sag piano mir nicht, dass just du for ein a Klavier nur für eine scavenger hunt, Schnitzeljagd old pal. demoliert hast, alter Freund. Who do you think I am? Nora, für It's wen just hältst du mich crayon. eigentlich? Das sind nur Buntstifte. Was schreibt sie denn da Feines? Okay, also manche Tasten gehen, manche nicht. I'm seeing Ich sehe schon wieder diese öligen Schatten. Warum sehe ich diese Schatten? Focus. Konzentrieren Sie sich, Professor. Remember. Erinnern Sie sich weiter. Okay, ich erinnere mich, dass... Aha, gucke, das sind 3 Tasten. Schnörkel, Stern und Dreieck. Ist schon mal gut. So, dann war irgendwas mit dem Baum, aber ich will mich erst noch ein bisschen umgucken hier. Frohe Weihnachten, frohes Jahr 31, sorry. Ein neues Jahrzehnt. Ich frage mich, was die Zukunft bringt. Zumindest keine beschriebenen Rückseiten. Was hat er da reingeworfen? Ein Adventskranz oder was?
Ich will mich hier erst noch... Oh, guck mal da. I swear. Ich even in schwöre, a der painting, Blick your deines Vaters father's jagt mir stare immer noch einen sends Schauer shivers über down den my Rücken, spine. selbst wenn er You know nur you're aus dem looking more Gemälde like kommt. him every year. Ist dir klar, dass du ihm For the jedes love Jahr of God, ähnlicher don't even siehst? joke about Um Himmels Willen, darüber macht man keine Scherz. Was ist denn... Okay, das ist gruselig. Das war doch vorhin noch nicht da. Das hätte ich gesehen. Ja, komm. Hier gibt's noch was. Okay. Also eine Platte. Erinnerst du dich noch, als wir bei Maddie langsam zu Dear Old Pal of Mine getanzt the end haben? of the Great War Die Party. Feier zum Ende des our Ersten first Weltkriegs kiss. sind unser erster Kuss. How could I Wie könnte forget? ich das je vergessen? Wieso sind denn die ein Liebespaar und reden sich mit alter Freund und alte Freundin an? Naja. Jedem Tiersche sei Pläsierche. Ah. Do you remember when we Ja, slow ja, danced erinnere ich to mich noch dear dran. old pal of mine at Maddie's house? The end of the Great pass mal War auf. Party. Oh, look at your Ach, sad sieh nur, little ein face in trauriges this photo. Gesicht auf You know diesem me. Foto. I've never been ich war noch nie eine the life of the Stimmungskanone. party. This darkness, Ah, da ist sie wieder. Everhard Manor. Das My ist house Dunkelheit, not, Everhard Professor. Männer. Don't drift Alles. off. Weichen Keep Sie nicht going. ab, fahren Sie fort. Okay, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Was ist das da? I wonder what Ich my frage mich, was mein darling liebster husband is Ehemann keeping hier locked up in eingesperrt here. hat. You'll have to put Um that das brain of yours herauszufinden, to musst du work to deinen find Kopf it. anstrengen. Okay. Na sowas aber auch. Okay. Pass auf. Da ist eine 5. Da ist eine 2. Da unten hätten wir noch... Das sind Dreiecke. Eine 6. Einmal Sterne. Eine 4. Da ist eine 3. Und da ist eine 7. Haben wir sonst noch irgendwas? Das übersehen? Hinten vielleicht? Nee. So, jetzt pass auf. Ja, pass auf. Schnörkel, Stern, Viereck, Dreieck, Quatsch. Schnörkel 1, Stern 4, Dreieck 1, 4, wo ist denn das Dreieck? 1, 4, 6. Dann probieren wir es mal mit dem hier, 1, 4, 6. Pass mal auf. So, also die 1 stimmt schon mal. 1, 4, 6. Aha. Oh, Harry, ich kann es gar nicht fassen. It's that statuette. Das ist die Statuette. And it Und sie even hat has sogar a eine black schwarze orb. Schleimkugel. Just what I Genau wanted die for habe ich mir zu Christmas. Weihnachten gewünscht. Wait. Moment mal, was für eine Statuette? Fass sie nicht Don't an, touch it, Nora. Nora. Keep going. Fahren Sie fort, Professor, das ist wichtig. Wo ist die Statuette jetzt? Where is the statuette now? You. Sie You're sind no kein Psychiater. psychiatrist. Wer sind Sie? I'm not going to Ich ask frage Sie you nicht noch again, einmal, Professor Everhard. Professor Everhard. Der Hahn an der Pistole wird gespannt. Oh. Shortly after Harry's Kurz nach peculiar Harrys hypnosis merkwürdiger session, Hypnosesitzung Evie erreichte finally Evie arrived schließlich at Everhard Manor. Everhard Manor. Prospect Road Prospect 5. Road 5. Hier Here it ist is. es. Ding dong. Professor Everhart. Professor Everhard, It's ich me, bin's. Evangeline? Evangeline. Wait, Moment mal. what is going on? Was ist denn hier los? Nerd. Professor? Professor, Is alles in everything Ordnung? alright? Professor? Most people would have Die turned away meisten and Leute left, wären wieder but gegangen, not doch nicht Evangeline Drayton. She Sie had hatte been waiting monatelang for darauf months gewartet, to mit dem talk to the Professor zu sprechen. No way Diese was she Gelegenheit letting it würde slip sie sich away. auf keinen Fall So, entgehen lassen. she Also decided beschloss to sie, über die climb over Mauer the von walls to Everhard Everhard Manor Manor. zu klettern. Das nennt man übrigens Hausfriedensbruch. Sag's ja nur. Kapitel 1. Everhard Manor. Okay, zuallererst mal, was war denn das jetzt mit dem Klavier? War Klavier, musste ich da einfach nur alle Tasten drücken, um zu... Ah ja, da musste ich nur alle Tasten drücken. Habe ich noch Evie's mein... last remarkable trait was Evis her letzte bemerkenswerte extraordinary Eigenschaft memory. war ihr A außergewöhnliches gift Gedächtnis. I Eine was Gabe, never blessed with.
mit der ich nie gesegnet war. allow me, the Erlaube mir narrator also, of this tale, mir, to der be the one Erzählerin taking dieser notes, Geschichte, einige for the sake Notizen of zu machen. clarity, of course. Natürlich nur der Klarheit wegen. Okay, lass mal gucken. Also, achso, das war einfach nur, okay. Ich dachte, das ist jetzt so ein Silent Hill Klavierrätsel. So. Ich habe mich schon gefreut. Das sieht so aus wie Geschichten aus der Gruft. Das stimmt. Wetter passt auch. Ich mal noch ein bisschen um hier. Hallo? Kann ich irgendwie hüpfen oder so? Huch. Nee, sorry. Okay, nee, ich kann im Moment noch nichts anderes machen, außer gucken. Hey, that window is Oh, da steht ein Fenster offen. Ah, tatsächlich. Komme ich da irgendwie ab durch die Hecke? Nee, ich muss wohl hier rumgehen. Yes, ne. Gleich, wenn schon, dann gucke ich mich hier aber gleich mal richtig um, ja. Was ist... Wieso haben sie da überall diese Säcke? Der hat Seerosen im Brunnen? Das nenne ich mal dekadent. So. Oh, es ist ziemlich dunkel hier. Pass auf, ich gehe erstmal... Das sind Bromelien. Ich habe keine Ahnung, ob das Bromelien sind. Ich sag das nur immer. Ich kenne mich nicht wirklich gut aus. Ich kenne eigentlich nur Tulpen. So, pass auf, da komme ich her. Okay, dann ist das Fenster, wo ich hoch muss, ja? Hallöchen. Oh, hopp. Professor Everhart. Professor Eberhard, It's me. ich bin's, Effi. Evangeline. Professor Eberhard, ach übrigens, ich weiß, dass er Everhard heißt. Aber der Eberhard, Mann, wer kennt ihn nicht? Der Eberhard hat mal bei mir gegenüber gewohnt, der Eberhard. Der hieß mit Nachnamen Eberhard, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen hieß. Wahrscheinlich genauso. Keine Ahnung. Ist auch egal. Der heißt Eberhard. So, weil ich das so sag. Alles klar, Hausfriedensbruch. Here we go. Ah, ich wollte mich doch nach oben gucken, Mann. Ach, schade. Gut. Es ist schon nicht so hübsch. Gruselig. Ebenso. Okay. Aha. Okay. Alles klar. Kann ich hier irgendwie... Also ich meine, Hausfriedensbruch schön und gut, aber wir denken ja immer noch, dass da irgendwas vorgefallen ist, das wir ihm retten müssen. Also wäre es, glaube ich, wirklich nicht angemessen, alle Schubladen zu durchwühlen. Gut, dann gehen wir halt weiter, ohne Schubladen zu durchwühlen. Ah, da kann ich alles haben. Look at the size of this Diese library. Bibliothek ist ja riesig. It's almost as big as Fast so groß wie in der Miskatonic's. Uni. Actually, it wasn't even a Tatsächlich third war sie the nicht einmal size ein of Drittel so Miskatonic's groß wie die library. Bibliothek der Young Miskatonic. people can Aber be junge Leute terribly können schrecklich impressionable leicht at zu times. beeindrucken sein. Ach, du Angeberin, hey. Oh, guck mal hier, ein Pfeifchen. Pfeifenhalter. Und gutes, hochprozentiges, ich habe keine Ahnung. Ist es Schnaps, ist es Likör? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. So, da liegt was. Troubling absences Viele in my beunruhigende memory. Lücken in den Erinnerungen. Exactly how Genauso I habe ich felt mich in during jenen those 3 3 Monaten im Jahr 1956 1956 gefühlt. Ich glaube halt immer noch, dass das auf das erste Spiel anspielt. Das ich aber nie gespielt habe. Von daher habe ich quasi selbst... Das ist ja quasi... Das macht es noch realistischer. Ich habe selbst hier Erinnerungslücken. So, mein geschätzter Kollege. Die Ausgrabung ist für mich ein einziger weißer Fleck. Eine weitere von vielen beunruhigenden Lücken in meiner Erinnerung aus jener Zeit. Sie behaupten, ich sei dabei gewesen und angesichts der wiederholten Versuche, mich zu erreichen, war ich das zweifellos auch. Ich kann Ihnen nicht trauen, stattdessen vertraue ich Ihnen. Was? Ich kann Ihnen nicht trauen, stattdessen vertraue ich Ihnen? Also, den anderen kann er nicht trauen, aber mir vertraut er, hoffe ich doch. Tun Sie, was mit dieser Statuette getan werden muss. Herzlich, Nathaniel Wingate Peasley. Ja, ich weiß, dass er Nathaniel heißt, aber das ist... will ich nicht. Okay, da ist nichts. So. Wer hat denn da... What Zeugs? on earth happened Genau, here? was ist hier passiert? Irgendwie... Ist er in den Ofen gesteckt worden? Oh, Moment, nicht, dass er wirklich in den Ofen gesteckt worden ist. Ich wünschte, da wäre ein Feuer im Kamin. Bone-chilling cold in Eiskalt here. hier. Ja gut. Lass mich mal noch ein bisschen gucken. Hochklettern kann ich nicht. Da habe ich nix. Ich arbeite mich mal Tisch für Tisch
Raum für Raum vor. Ah, da ist er. Das kenne ich. Den habe ich vorhin. Non possumus. Ist dieser junge Mann Professor Everhard? Sieht ihm jedenfalls ähnlich. Auf seinen Rahmen steht in Latein geschrieben Non possumus. Was ist denn das? Okay. Ah, guck mal, ich kann blättern. Non possumus. Ich glaube, das heißt kein Opossum oder so. Das heißt, er hat keinen Greifschwanz. Sorry. Okay. Zum Glück ist dieser Schädel nicht echt. Ja, okay. Ich meine, ich habe auch Schädel im Haus, aber das sind so ein Orkschädel, weißt du? Und noch das ist ein Insektenkopfschädel, was totaler Quatsch ist, aber es sieht cool aus. 7. November Abend. Reiche Leute hatten definitiv eine seltsame Art, Unterhaltung zu finden. Doch das war keine bloße Unterhaltung. Das Leben von Harrys Mutter war seit langem von Tragödien geprägt. Sie war letztlich besessen von der Vorstellung des Jenseits. So, 7. November 25. Doch nur diejenigen, die das Geheimnis des Lebens ergründen, werden sich als würdig erweisen, mit den Geistern in Kontakt zu treten. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir müssen die Zukunft vorausahnen. Aha. Mrs. oder Miss, ich habe keine Ahnung, Elizabeth Everhard lädt sie herzlich zu einer Seance in Everhard Manor ein. Pünktlich um Mitternacht am kommenden Freitag werden sie in die heiligen Hallen des Pantheons gerufen. Eiferbipscht. Oh, was ist das? Kann ich da ein Buch ziehen? Meine Güte, der Literaturgeschmack des Professors ist ja echt eigenartig. Steht nicht mal drauf, was es ist, Mann. Das können auch die gesammelten Werke des Mannes mit dem Spaten sein. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade laber. So, hier ist eine Tür, die ich noch nicht benutzen werde. Da ist ein Hammer. Hammer hat... Aber was hat er dann, doofer Hammer? So, dann lass mal... Okay. So, da haben wir noch ein paar Bilder. Noch ein Hammer. Wie viel Hammer haben wir dann? Okay. Hier vielleicht... Was ist denn das da für Zeugs? Für komisches Gras oder so? Was ist denn das da? Das sind bestimmt so Duftblätter oder so. Das alles nach altem Buch riecht. So, was ist denn das da? Dyer war mein Professor für angewandte Geophysik. Er war sehr streng. Und seltsam noch dazu. Wo ist denn der Dyer? Francis Morgan, West Rice, Armitage. Kenn ich den Anime. Da ist der Everhard. Da, William Dyer, Dean of Geography and Geology. Da ist der Professor Nathaniel W. Peasley. Das ist der Dean of Economics. Aha. So. Sind wir jetzt irgendwie weitergekommen? Nicht wirklich. So, da ist noch eine Tür. Also es gibt hier 2 Türen. Diese ist näher, also werde ich sie benutzen. Wenn sie offen ist. Sie ist es. Aha, das sieht doch schon mal gut aus. Aha, da brennt ein Feuerchen. Oh, super. Jemand hat den Kamin angefeuert, aber es ist immer noch... Okay, dann ist er also erst vor kurzem... Oh, warte mal, da steht was. Im Gewächshaus. Lass mich doch selbst lesen. Nachdem gestern Abend diese 3 Männer auftauchten, habe ich eines der Bücher im Gewächshaus zurückgelassen. Ich habe es weggeschlossen und den Schlüssel im Mausoleum gelassen. Ich muss mir eine Waffe kaufen, falls sie zurückkommen. Was für Waffe? Was geht denn hier ab? So, was ist das da? Wow, der Professor war im Krieg beim US-Geheimdienst tätig. So. Lass mal gucken. In recognition of his extraordinary service and dedication. Harry S. Truman. Das ist der die Bockwürste erfunden hat, glaube ich. Trumans Baby. So, okay. Also, was haben wir hier? Nora und Harry? Der Professor war verheiratet? Mann, ist ein ganz schlauer. Ah, warte mal da. Aha. Ein Schlüssel. Ich frage mich, was sich damit öffnen lässt. Eine Tür. Oh, warte mal. Auf diesem Porträt wirkt Professor Everhard überhaupt nicht so einschüchternd. Stimmt. Ein Pfeifchen in der Hand. Hier steht was. Der Professor hatte heute noch einen Termin mit einem Psychiater. 16 Uhr Besuch von Dr. Frosch im Hals.
Visit of Dr. Frog in the Throat. Tatsächlich. Nach Medikamenten fragen. 18 Uhr Evangeline vorbereiten. Okay. Drehen. So, da unten ist noch eine Schublade. Trotz seines Tons wirkt dieser Bowen nicht besonders freundlich. Professor Everhard, ich bitte Sie höflichst, meine Briefe nicht länger zu ignorieren. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Bitte prüfen Sie mein Angebot für das Artefakt. Ich bin bereit, einen beträchtlichen Betrag zu zahlen. Freundliche Grüße, Caleb Bowen. Die Sternweisheit-Gesellschaft. Hinten ist nichts drauf. Okay, da will jemand. Dieses Artefakt scheint sehr, machen wir die Schublade zu, scheint sehr beliebt zu sein. Oh, da ist was. Bücher in verschiedenen Sprachen. Spanisch, Italienisch, Deutsch, Latein. Scheint, als würde eins fehlen. Was ist denn da Deutsch? Mutare, Lasset, Provides, del irgendwas? Existent Dilemma. The non-existent Dilemma. So, Possumus, Demetri. Moment. Element bewegen, interagieren. Pass mal auf. Non-Possumus. Da. Non-Possums. Okay. Doch keine Possum. Was hier? Astrologie ist das Dümmste, was mir je untergekommen ist. Sternenweisheit. Teilnahme nur auf Einladung. Wenn die Sterne günstig stehen, die Beziehung zwischen untergegangenen Zivilisationen und Astrologie. Caleb Bowen, Präsident. Nächsten Donnerstag, 9. April 56. Okay, das ist der, von dem er vorhin da war. Hinten habe ich noch was gesehen, ja? Eine Anstecknadel mit einem ziemlich ungewöhnlichen Emblem. Nee. Stella Sapientis Stari Wisdom Providence. Pass auf. Da oben, siehst du das? Ich kann es auch nochmal hinten zeigen. Das ist das da, ja? Aber warum nehme ich jetzt diese Anstecknadel nicht mit? Drehen, zoomen. Kann ich da irgendwie noch was sehen? Zoomen? Nein, reinzoomen bitte. Okay. Na komisch, dann lassen wir sie halt hier liegen. Ist das da unten? Haben wir das schon angeguckt? Das ist noch so, die stand auch schon vorhin im Bücherregal. Okay, also wir brauchen noch mehr Bilder. Damit ich... Was ist das? I wish this fireplace was lit. It's bone-chilling cold in here. Ja, okay. Wir brauchen mehr Bilder. Okay, wir haben noch eine Tür. Also wir brauchen nicht einfach mehr Bilder, wir brauchen mehr Bilder mit Text oben dran. Sagen wir es mal so. Genau. So, lass mich raten, die Tür ist verschlossen. Jawohl, jetzt nimmer. Et voilà! Es ist französisch und heißt ganz, ganz schlimme Krankheit. Ne, das war Ebola. Das ist fast dasselbe. So, der Schlüssel. Aha, guck mal, ist gelöst. Kriegen wir angezeigt. So, da ist Le Hut. Was ist das da? Bin ich denn hier? Ich sehe hier nix. Ich schalte besser mal. Wir haben eine Taschenlampe? Okay, wir haben eine Taschenlampe scheinbar. Alles klar. Ach, Mann. Okay, hier kommen wir raus. Nee, lass mich wieder rein. Es ist kalt. Okay, pass auf. Folgendes. Wir werden uns hier erstmal im Haus umgucken, bevor ich draußen rumrenne. War da was? Nee. Weil sonst ich muss hier im häuslichen Flow bleiben. Zum Beispiel diese Tür. Waren wir da schon oder nicht? Nee, da waren wir natürlich noch nicht. Deshalb gehen wir da gucken. Oder? Wenn das nicht ist, ja, was ist das so? Dieser Mann sieht den Professor zum Verwechseln ähnlich. Ja, aber nur fast. Und der da? Zerrissene Leinwand. Was schreibt sie denn da dauernd auf? Ah, ach so. Malt sich das da auf. Was haben wir denn hier hinten dran vielleicht noch irgendwas? Ich brauche gerade keine Taschenlampe. So. Also es steht überall Alkohol verteilt. Und zumindest mal Flaschen. Ich will jetzt nicht voreilige Schlüsse ziehen, aber ich glaube, dieser Mann sammelt Alkoholflaschen. Behaupte ich jetzt mal so. So. Aha.
Looks like the professor's Offenbar war der father Vater was des involved in Professors politisch politics. aktiv. Senator John W. Everhart, Republikaner, kündigt seine Kandidatur für das Amt des Governors of Massachusetts an. Staatssenator John W. Everhart, seit 1912 eine eiserne republikanische Stimme im Parlament von Massachusetts, gab heute seine Kandidatur für das Gouverneursamt bekannt. Vor einem mit Parteianhängern voll besetzten Saal in der Faneuil Hall rief Everhart in Zeiten internationaler Unsicherheiten zu ruhiger Hand und soliden Prinzipien auf. Ja, klingt wie ein Republikaner. So, Republikaner. So. Türen. Einmal links, einmal rechts. Pass auf. Da komme ich oben auf den Balkon, oder wie das heißt. Kann das sein? Es ist richtig. Haha. Ich bin Monsieur de Balkon. Aha. Eine zerrissene Leinwand. Auf dem Rahmen steht Set Futura. Und jetzt pass auf. Kombiniere. Das ist die von dem Mann da. Set Futura ist der mit dem braunen Bart, ja. Set Futura. Futura ist wahrscheinlich Zukunft. So, entweder das oder Waschmittel. Was hat man hier? Bilder von diesem Kamin? Ah. Ölige Schatten. Langsam glaube ich, der alte Professor hat den Verstand verloren. Ich habe versucht, die öligen Schatten auf Film festzuhalten. Vergeblich. Ah, das ist die in seiner Fantasie sieht. Alter, das sind riesige Fenster, hohe Decken. Der muss Heizkosten haben. Ja, okay, hat er. Weil da hinten ist ja der Ofen, der nicht an ist. Und es ist kalt hier drin, sagt sie ja. So, also das ist Futura ist das der Typ mit dem braunen Bart, der Mittelalte, sag ich mal. Der ist so wie ich so. Seltsame Totems. Sind das Fische? Ich hätte jetzt gesagt, dass das hier eine Tieftauchsee Gedönsemaske ist. So, oh, hier ist wieder was zum Gucken. Professor Everhart unternahm also eine Expedition in den Pazifik? Ich hätte ihn mir nie als Abenteurer vorgestellt. Senatorssohn sucht Heilung in der Südsee. Der Harry Everhart, Sohn des Senators John W. Everhart, hat eine Expedition in die Südsee angekündigt. Berichten zufolge leidet seine Frau an einer seltenen und bisher unbekannten Krankheit, für die keine Behandlung existiert. Überzeugt davon, dass in entlegenen und wenig erforschten Regionen ein Heilmittel existieren könnte, wird Mr. Everhart noch diesen Monat abreisen, begleitet von einer kleinen Gruppe, bestehend aus einem Mediziner, technischer Unterstützung und weiteren Spezialisten, die den wartenden Herausforderungen gewachsen sind. CW. Was auch immer CW ist, natürlich schön. Aha! Cass bestand darauf, die Expedition zu bewerben. Ich hielt das für eine gute Idee. Doch das war ein Irrtum. Ein großer Irrtum. Hätte Vater mir das Geld gegeben, hätte ich sie nie gebraucht. Okay, das sind so Drachen oder so. Diese Expedition muss für ihn von großer Bedeutung gewesen sein. Oh, sie waren gewiss wichtig gewesen. Und auch den anderen Expeditionsmitgliedern. Was ist das da für ein Krakendingens? Ein kleines Bötchen, das gefällt mir. Das ist nicht so. Okay, ich muss wirklich, also scheinbar braucht man die Vorkenntnis von dem vorherigen Spiel nicht. Aber wenn das ähnlich ist wie hier, also bisher gefällt mir das Spiel sehr gut, rumlaufen, kombiniere sagen, vielleicht mal ein Pfeifchen ziehen. Man macht gar keinen Lungenzug bei Pfeife, oder? Schmeckt auf Zunge, nicht auf Lunge. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Pfeife habe ich nie geraucht. Stimmt nicht ganz. Mein Opa hatte immer Pfeife geraucht und er hat mich als auch mal dran lassen. Aber da war ich so 3 oder 4 und dann habe ich natürlich ordentlich reingepustet und dann sind so die Funken oben rausgeflogen. Da habe ich mich gefreut. Das war schön. Das war ein cooler Opa. Der hat mir immer einen Apfel geschält und dann durfte ich den essen, den Apfel. Aber die Schale auch. Aber der hat die Schale, also den ganzen Apfel so geschält, dass die ganze Schale an einem Stück war, wie so eine Ziehharmonika. Und wenn es an einem Stück war, dann habe ich mich gefreut und habe erst die Schale gefuttert, die an einem Stück war, und dann den Apfel. Hat er mir dann so ein kleines Stücke geschnitten, aber die Äpfel waren aus seinem Garten. Ja, deprimierender Raum. Die Äpfel waren aus seinem Garten, die waren eher klein und bitter. Eigentlich war das Lustige eher, dass er mir so lustig
den Apfel schält und ich die Schale so witzig fand, dass die so... Naja. Achso, Taschenlampe. Ja, ich habe Taschenlampe hier. Oh ja, das ist wirklich... Oh, das ist da... Das ist da, wo der Da steht sogar noch der Tannenbaum. Okay, cool. Jetzt pass auf. Na, das lasse ich jetzt... Oder? Komm, ich lasse es laufen. Unter anderen Umständen hätte ich dieses Lied wohl als wunderschön empfunden. Aber im Moment jagt es mir einen Schauer über den Rücken. So, kann ich da nochmal Stopp machen? Ja, komm. Ah ja, gut. Ich muss jetzt nicht sein. Das ist der Raum, wo das Weihnachtsgedönse da war. Ist da vielleicht sogar noch eine Kugel? Guck mal, der ist ganz verdorrt. Ist das ein Kunst? Aber dann wäre er ja nicht braun, wenn es ein künstlicher wäre. Gab es in den 50ern schon künstliche Weihnachtsbäume? Bestimmt. Und wenn, dann hätten sie so ausgesehen, weißt du? So richtig billig. So, pass auf, es gab doch hier... Ah, warte mal. Das da vielleicht. Sieht aus wie eine Art Denkmal einer Frau gewidmet. Okay. Da ist das Klavier drunter. Ist kein Klavier, ist ein Flügel. Da ist der Flügel drunter. War's das schon? Okay. So. Aha, Non Possums ist der Junge. Dann wird er ein bisschen älter oder ein älterer. Einer, der älter ist als der Junge, sagen wir es mal so. Das ist dann Set Futura. So, hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo... Da war doch ein Bilderrahmen. Da? Guck mal da. Jemand hat die Leinwand zerrissen. Im Rahmen befindet sich die lateinische Inschrift Providere Debemus. Aha. Ach, guck mal. Da oben drüber. Kind, also Baby, Junge, Erwachsener, alter Mann. Pass auf, wir haben jetzt 3. Ich glaube, wir brauchen einfach noch ein 4., damit wir die in die richtige Reihenfolge bringen können. Mutare, set, providere von... Kann ich nicht... Ja, du weißt, was ich meine, okay? Gut. So, wir brauchen also noch... So, hier ist aber nichts mehr. Jetzt muss ich ja doch rausgehen. Ich kann ja aber schon mal unten hingehen. Waren wir hier schon mal? Moment. Waren wir hier schon? Ah, da geht's, mach doch mal auf. Da geht's raus in diesen, ja genau, in dieses Ding. Ah, ich habe jetzt eine Taschenlampe. So, jetzt pass auf. Nee, pass auf. Wenn wir schon mal hier sind, komm mal her, komm mal auf. Dann gucken wir, kann ich irgendwie rennen? Oh ja, hier. Ich hab's ja eilig, sehr dringend. Dann kann ich hier, hoppala, da ist ein Telefon? Nee. So, jetzt pass auf. Also. Possums Futura Providere Debemus. Possums Futura Debemus. Aber als allererstes muss da ein anderes hin. So, was für Bücher kann ich? Ich kann alle Bücher, das ist kacke. So. Possums Futura. Es gibt kein Futura. Und Debemus. So. Es gibt kein Futura. Okay. Dann muss ich wohl noch suchen. Ich habe im Moment, der einzige Weg, den ich noch habe, ist rauszugehen. Oder ist hier irgendwas? Nee. War ich schon. Oder da oben die guckt komisch. Naja. So, dann gehen wir halt mal raus. Nee. Oder? War das hier, wo es rausgeht? Ja. Guti. Machen wir wieder Taschenlampe an. Dann gehen wir halt raus hier. Na komm. Okidoki. Ach du meine Güte, wie groß dieser Ort nur ist. Da ist dieses Ding, wo ich hin muss. Ich würde sagen, ich gehe nach rechts. Drücke rechter Trigger zum Sprinten. Aber wer will denn rennen im Regen? Okay, der Brunnen interessiert mich mehr. Aha. Le Courbel. Und wie Sie sehen, ist ein Eimer. In dem Eimer scheint ein Symbol eingraviert zu sein. Ein Fisch? Ah, so, ja. Fisch. Okay, gucken wir mal. Oh, was ist das?
This vase-like thing Dieses with a face vasenartige engraved Ding on mit dem it can be eingravierten worked. Gesicht lässt sich drehen. What kind of madhouse In was für is einem the professor Irrenhaus living in? lebt der Professor bloß? Okay, zeig mal her. Der hat doch gerade... Ah, da unten die Vase hat's aufgemalt. Hey, warte mal. Auf dem Foto da hinten am Baum, da ist so ein Triforce-artiges, ein dickes Triforce. It's raining cats and dogs here. Das gießt ja wie aus Kübel. Und hier ist ein Fisch. Habe ich das auch irgendwo aufgemalt, dass hier ein Fisch ist? Hat das was zu bedeuten? Okay, was macht der da? Okay, der weint. Ist das da unten Wasser? Also, da diese Wellen da, weißt du? Will der vielleicht zum Fisch gucken? Da, guck mal zum Fisch. Du kannst mal zum Fisch gucken, dann freut er sich, wenn der Wassertyp zum Fisch guckt. So, jetzt lass mal hier... Boah, eben dachte ich kurz, da läuft wer. Das ist Schritte höher, das sind meine eigenen. Es ist aber auch gruselig hier, so. Okay. Erstmal daneben gucken. Nee. Ist nicht wirklich was zu sehen. So, okay, auch hier wieder. Ich gehe rechts rum. Nee, guck mal, der hat auch Wasser da unten. Der lacht. Wieso lacht er denn? Also es ist... Moment, da ist ein Blumending. Vorhin war ein Fischding eingraviert. Okay. Ergibt alles irgendwie noch gar keinen Sinn hier. Naja, wir werden jetzt erstmal... Stone Oh ja, staircase is oh ja, slippery. Vorsicht, Vorsicht. So, ich will eigentlich da ins Gewächshaus rein, hat sie ja gesagt, dass da irgendwas drin ist. Da ist noch ein Weg. Ich geh mal... Wo ist denn hier der Eingang? Oh Mann, ey, ist das ein Riesending. So, komm mal rein da. No use. It's locked. Ah, versperrt. Weiter ums Haus drumherum gehen. Nee, da ist glaube ich nichts mehr, oder? Ja, nee. Das ist eine seltsame Ecke hier. Also da hätte ich doch anders geplant. Ja, wir gehen mal da runter. Ich muss dran denken, wenn ich nochmal ums Haus drumherum gehe, da ist auch noch was. Was ist denn das da? Okay, also zuallererst mal, da ist... Nein, das sollst du dir aufschreiben, was das für einer ist. Einer, der weint, einer, der die Augen zu hat, einer, der lacht. Okay, was ist das da? What kind of a door is Was this? ist denn das für eine Tür? Sie hat kein Schloss, nur ein paar Symbole. Oh, gucke. Der weint, hat einen Fisch. Einer, der böse guckt, hat Feuer, schläft, Nacht, der freut sich über die Blume. Und der einfach normal guckt, so, ist das irgendwie... Ah ja. Okay, pass auf. Okay. Kann ich hier noch irgendwie was gucken? Ah, ne, ich komme hier gar nicht vorbei. Was gucken? Gibt es hier auch irgendwo vielleicht... Also, achso, ich könnte mal probieren, ob es aufgeht. Ich glaube, das ist gut. Aber es fehlen hier irgendwie noch 3. So, Moment. Erstmal gucken. Was ist das da? Der hat die Augen zu. Der die Augen zu hat, der guckt den Mond an. Ist da ein Mond? Sieht man hier irgendwo einen Mond? Ich sehe hier keinen Mond. Naja, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie raus oder so. So, ah ja, guck mal da drüben, da wollte ich noch hingehen. Oh, jetzt wird's aber hier. So, abgeschlossen oder was? Na? Ah, nee, ist offen. Der guckt böse. Und da liegt auch ein Zettel. Lass mal einen Zettel lesen, ja? Alle Porträts von... Achso, was?
Alle Porträts von Vater abhängen. Den gesamten esoterischen Kram von Mutter entfernen. Den versteckten Raum ausgenommen. Versteckter Raum. Den verbrannten Baum in der Nähe von Nora fällen. Rich anrufen. Oder Maddie? Vielleicht nicht heute. Lass mal gucken. Nee, nichts drauf. Verbrannter Baum. Ein bös guckender. Der bös guckender, der guckt auf ein Feuer. Und das da ist ein Feuer. Okay, ganz klar. Der muss da zum Feuer gucken. Jetzt habe ich so eine ungefähre Ahnung, was los ist. So. Also der guckt zum Feuer. Der bös guckt, guckt zum Feuer. Einer muss noch zum... Ah, warte mal. Zum Fisch. Der weint, guckt zum Fisch. War das der weint, wo ich gesagt habe, der hat Wasser unten drauf, der soll zum Fisch gucken? War das der? Gibt's hier irgendwas? Nicht wirklich so. Haben wir hier noch irgendwo... Da unten geht's noch weiter. Oder waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. So, oh, da liegen Blümchen. This is so beautiful. Yeah. Ja, das ist das Grab einer Frau. Nora Eberhardt. Das muss die Frau des Professors sein. Evie konnte kaum glauben, dass der Einsiedler, der in dieser verlassenen Villa lebte, jemals eine Frau geliebt hat. Aber das hatte er. Aufrichtig und innig. So. Und jetzt, Moment, gibt's da was zu lesen? Nora Eberhardt, my dear old pal. Mein guter alter Freund. Ich wirklich so genannt, hey? So, pass mal auf. Da ist ein Baum, den abgehackt ist. Aber da war das dicke Triforce drauf. Und hier ist der... Welcher ist das? Der den Mund auf hat. Ah, der da. Ja, der muss das dicke Triforce angucken, also quasi den Baum. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich jetzt alle? Ich glaube schon. Sollen wir nochmal zurückgehen? Das sind auch Bromelien. Die sehen eher nach Bromelien aus. Ich weiß nicht, was das ist, aber die sehen aus, als würden sie Bromelie heißen. So, hier geht's nicht weiter. Okay. Ihr merkt vielleicht, dass ich keine Ahnung von Blumen habe. Das macht nichts. So, der guckt aufs Feuer, ja? Können wir nochmal probieren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also einer guckt auf die Fische. Ob wir alle haben. Ich glaube aber schon. War da unten die Tür? Ja. Wir gucken mal, ob man... Der da, weißt du? Der da weiß ich nicht, wo er hinguckt. Wo er hingucken soll. Der schläft. Der soll zum Mond gucken. Wir probieren es mal, ja? Ich glaube, dass der da woanders hingucken muss, zum Mond. Aber wo ist denn der? Probieren wir einfach, oder? Wo ist denn da der Mond? Ich sehe hier gar keinen Mond. Es gibt heute keinen Mond. Außerdem ist der Mond ja immer woanders, oder? Da, siehst du. Rätsel gelöst. Boah, das ist eine Krypta, ey. Ich will da eigentlich gar nicht rein, das macht man nicht. Also ich habe gerade versucht, daneben dran zu gehen, ging nicht, hier auch nicht. Okay, dann gehen wir halt in die Krypta rein. Oh. Habe ich mir an... Och nö. Moment, ist da ein Kind? Ist das Krypta von einem Kind? Oh dear. Totes Kind, das ist einfach herzzerreißend. Oh, guck mal. Die Inschrift auf dem Rahmen lautet Präterita mutare. Mutare könnte tot sein, Präterita vorzeitig oder sowas. Also früh gestorben. Hey, ich hab in meinem Leben noch nicht eine halbe Stunde Lateinisch gehabt, aber man ist halt alt und irgendwann ein paar Sachen kriegt man schon mit. In liebevoller Erinnerung an unseren erstgeborenen Sohn, John Eberhard Jr. Oh, das stammt aus der Bibel. Psalm 1, Vers 1. Sie muss sehr fromm gewesen sein. Wie ist denn der Psalm? Nicht mest. Blessed is the man who walketh
not in the council of the ungodly. Ja, genau. Also geselig sein der nicht unbesudelt rumläuft. Ich habe keine Ahnung, was ungodly ist. Ach, Moment! Ist das vielleicht ein G? Das heißt ungodly. Ach so, ja, okay, das ergibt Sinn. Vielleicht war dieser Mann Soldat. Thomas Josiah Eberhard. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Feared God and honored duty. Nee, doch. Aha. Er hat Gott gefürchtet und seine Ehre, wie heißt es, Duty-Gedönse. Er hat halt gemacht, was er machen muss. So. Sie fand ihren Weg im Schatten der Trauer. Oha, das hört sich an, als hätte sie Depression gehabt. John Washington Eberhard. Vater, Ehemann und Diener des Volkes. Das muss der Vater des Professors sein. So, jetzt aber pass auf. Wir haben das Prätorita Mutare. Wir haben also alles. Also erst Prätorita Mutare, dann Set Futura. Nee. Präterita Mutare, dann Dirsopossum, dann Set Futura und am Schluss Providere Debemus. Fehlt aber immer noch ein Buch. Mag es das da sein? Das ist ein Schlüssel. Ja, das sieht nach einem Schlüssel. Ah, ja, okay. Ja, das sieht wirklich nach einem Schlüssel im Gewächshaus aus. Da ist aber noch ein Buch. Ich habe gerade nicht mitgekriegt. Wie kann ich denn nochmal das Menü aufrufen? Was er eben zu dem Schlüssel noch sagen wollte. Hab's aus Versehen weitergedrückt. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Harry sprach selten über seinen Bruder John. Hauptsächlich, weil er ihn nie kennengelernt hatte. Der Junge war mehrere Jahre vor Harrys Geburt gestorben. Dennoch glaubte er, dass dieses tragische Ereignis eine entscheidende Rolle dabei gespielt hatte, wie besessen seine Mutter von dem Okkulten war. So, wir kommen also hier ans Häuselein. Ausgezeichnet. So, dann gucken wir mal. Hacke. Kleines Radio. Ein Benny Buchsbaum, was ist das? Der Professor scheint sich wirklich für Botanik zu interessieren. Okay, das sagst. Lass mal gucken, ob ich da irgendwie noch was finde. Oh, das Geräusch, hey, wenn wie es knarzt und so. Weißt du? Oh, mir nicht so geheuer. Ich mag ja, wenn der Regen so auf Blechdach trommelt, aber das hier, das klingt halt nach Knarzen. Das ist nicht so. Nicht so meins. Was hat er denn damit vor? Oha, da ist das Buch, oder? Das scheint eine spanische Ausgabe des Science-Fiction-Romans Die künftige Eva zu sein. Ich behalte es für alle Fälle. La Eva Futura. Ah, es war das Futura-Dings. Was ist denn mit diesen Hämmern da immer? Okay, ich muss hier raus. Es knistert mir hier zu komisch. So, ich habe jetzt... Ins Gewächshaus regnet es rein. Ich lasse einfach mal die Tür offen. Es regnet ja eh rein. So, jetzt gehen wir mal zurück. Nee, aber hier geht's nicht zurück. Da drüben irgendwie. Ich muss ums Gewächshaus drumherum gehen, gell? Wir gehen jetzt mal zurück. Ich glaube, da entlang war das. Und gehen mal das mit den Häusern, nicht mit den Häusern, mit den Büchern machen. Mit den Büchern. So. Okay. Da hat er sich eine Hitsche hier gebaut, hä? Der Kollege, der Eberhard. So, dann lassen wir da rein. Da ist schon viel trockener. Jetzt sind wir ordentlich durchnässt. Warm ist es hier drin auch nicht, hat sie ja vorhin schon gesagt. So. Bücherzimmer war wo? Da hinten, glaube ich, oder? So, das geheime Zimmer. Haben wir eigentlich das geheime Zimmer schon gefunden? Keine Ahnung. So, ja, Moment. So. Also. Futura. Mutare. Nee. Mutare set providere non possimus futura debimus. Achso, ich dachte,
Ja, das Futur. Ich mach mal das Futura-Buch hin. Also, habe ich gerade. So, nochmal. Also, richtig ordnen. Mutare, Providere, Possimus, Prätoria. Ich habe keine Ahnung. Also nochmal. Prätoria, Mutare. Muss am Schluss. Nee, am Anfang. Prätoria, Mutare. Pass auf. Prätoria, Mutare. Da. Dann braucht man das Prätoria. Nein, du. Prätoria, Mutare kommt dahin. So. Warte, bin noch nicht fertig. Prätoria, Mutare, ja? Danach kommt der Sohnemann non oppossums. Achso. Da. Non possums. Das stimmt auch. Dann kommt der junge Mann, Set Futura. Set Futura. Und am Schluss kommt der Opa, Providere Debemus. So. Aha, Geheimfach. Ivy war nie gut mit Sprachen gewesen, vor allem nicht mit einer toten Sprache wie Latein. Trotzdem gelang es ihr, die allgemeine Bedeutung des Satzes zu erfassen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir müssen die Zukunft vorausahnen. Das hat die Mutter doch geschrieben. So, jetzt pass auf. Das ist eine Art Geheimfach im Kamin. Ich fühle mich wie in einem Krimi. So, architektonisches... Achso, unglaublich. Also, ja, hatten wir doch schon. So. Architektonisches Änderungsprotokoll. Kundin Mrs. oder Miss Elisabeth Everhardt. Januar 1912. Ort Everhardt Männer. Beschreibung der Änderung. Auf Wunsch von Miss Everhardt wurde eine Änderung in Auftrag gegeben, die den Einbau einer verdickten mechanischen Öffnung in der Kaminkonstruktion des Salons im Westflügel beinhaltet. Hinweis: Einzelheiten des Mechanismus wurden auf Anweisung der Kundin nicht öffentlich zugänglich gemacht. Also, Knopf drücken oder wie? So, was ist das? Like a music box of some sort? Art Spieluhr oder so? Oh, das ist eine Meerjungfrau vielleicht? Also ich habe einen Knopf gedrückt. Achso, ich kann daneben auch noch. Ich darf vielleicht nochmal einen Knopf drücken. Ah. Oh. Ich will... Oh. Doesn't make any sound. Gibt keinen Ton von Maybe it's sich. broken. Nee, das ist unter Wasser. Da hört man keinen Sound. Aber hübsch ist schon, ne? Aber was macht sie? Gibt's da irgendwie... Was war denn das rote Sternchen? Ach so, das rote Sternchen da unten. Ach, jetzt ist weg. Das heißt wohl, dass wir das gelöst haben. Okay. Okay. Ja, ich guck mal, was daneben gibt, ja? Ja. Ich drücke die Knöpfe. Definitely like a mystery novel. Definitiv wie in einem Krimi. I guess I Ich need muss to mal go see nachsehen, was what's da down unten there. ist. Ja, gut. Okay, ich bin gespannt. Professor. Okay. Fischknochen und so. Das ist eine Brille. Was hat er denn für... Statuette's broken. Die Statuette ist zerbrochen und die Kugel in 1000 Stücke zerstört. Hey, da liegt einer! Mann, sehe ich eben erst. Naja, ich muss das jetzt gucken. Ich frage mich, ob... No, Nein, Don't nicht touch it. anfassen! Nicht anfassen! Touch it. Nicht anfassen. Mann! Gerade wo es spannend wird. Ha, super. Zum Glück geht's morgen weiter, weil morgen kommt nämlich das Spiel raus, okay? Schön. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Die Rätsel waren genau richtig für mich, dass ich ein bisschen Herausforderung habe, aber auch nicht ganz so blöd dastehe. Ne? Okay, da freue ich mich auf morgen, oder? Wenn es morgen weitergeht, okay? Danke fürs Zugucken und tschüss, bis morgen. Mögen die Götter des Abwiegens euch gewogen sein. Ich habe keine Ahnung, ich wollte irgendwas Blödes sagen. Okay, tschüss.